Hallo Mädchen! No, 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 no. Hallo Mädchen! No! Herzlich willkommen bei Büssi Zeptin. Das ist die Sendung, wo Mädchen, Buben und auch alle dazwischen sehr gerne zuschauen dürfen. Ist das jetzt eine schlechte Begrüßung gewesen? Vielleicht bräuchte ich Nachhilfe von ihm. Servus Erdnuss, ich bin Tobi. Servus Erdnuss, ich bin Tobi. Ich würde sagen, er ist fürs Fernsehen gemacht. Weil ich oft Servus sage zur Begrüßung, habe ich irgendwie gedacht, oh, Erdnuss reimt sich und ich esse auch sehr gerne Erdnüsse. Und deshalb habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich so ein ganz cooler Spruch zur Begrüßung. Vollprofi. Hi. Hi, Tobi. ich bin Nadine. Hallo, freut mich. So eine Ansage und dann kommt sie nicht mal, die coole Begrüßung. Servus Erdnuss, ich bin Tobi. Oh Gott, knapp 1 Minute und man muss sich schon wieder fremdschämen, oder? Und es wird noch schlimmer. Ich habe heute meinen Speedy mitgebracht. Sitzt hier auf meinem Schoß. Okay. Speedy begleitet mich seit 5 Jahren und ist auch nicht aus meinem Leben wegzudenken. Normal ist ja da nicht, oder? Aber es gibt es immer wieder, es sind halt auch nur Menschen. Ja, und genau wegen so Typen müssen sich die Frauen dann Alternativen suchen. Man sieht ja, die Frauen halten sich eine Gurke wohin. Das ist meine Lieblingsgemüse. Gurken. Von Gurke zu Prince Charming ist sie ja jetzt auch nicht allzu weit weg. Und wenn du findest, diese Überleitung ist jetzt richtig scheiße gewesen, dann ist das wiederum jetzt auch gerade eine super Überleitung gewesen. In der Villa hat Lars auch etwas gesehen, etwas Großes. Die Freude bei ihm ist allerdings nicht ganz so groß. Oh, das ist jetzt ein absoluter Scherz. Das ist einfach schäbig. Da komme ich gerade aufs Klo und die ganze Toilette ist zugeschissen. Ich bin wirklich auf 180, ne? Mir steht's bis hier. Dominik? Wir müssen vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Die komplette Toilette ist eingeschissen. Ich habe so einen Hals. Ja, aber ich war nicht auf dem Klo seit Sehr Nachmittag, vorsichtig. nach dem Duschen. Das war heute Nachmittag. Aaron, Ja, die ganze Toilette ist vollgeschissen. hab ich aber nicht. Jetzt sag mir bitte eins, auf welche Toilette gehst du? Kann mir aber auch passiert sein. Ich will jetzt nicht Unterm Rand, ja. Aber es war an dem... Zeppin hat da so einen Verdacht. Ich glaube, ich geh mal kurz auf Klo. Okay. Ich küsse wohl sehr schlecht. Also, ich hatte es noch nie, dass einer beim ersten Date kotzt. Ich wäre begeistert. Ich hatte es auch eigentlich noch nie, dass einer bei irgendeinem Date mit mir kotzt. Ich würde mich getrauen. Voneinander zu kotzen ist ja auch was sehr Intimes. Ja und nein. Das Rätsel um den Heimscheißer ist übrigens gar nicht gelöst worden. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass die nicht so Top-Ermittler haben, wie zum Beispiel die im Aargau. Im Aargau geschah wieder einmal ein beängstigendes Verbrechen. Und dann bin ich schauen, habe ein Eispolizeiauto gesehen. Vielleicht. Dann ist das zweite Mal geschädert und dann bin ich wieder schauen, sind 2 da gewesen. Wer weiß. Und mit dem Wagen und dann haben sie einen Hund rausgenommen und sind da im Zeug rumgelaufen und haben gesucht. Ich finde es absolut ohne Wort. Der super Polizeihund, den er vorher angesprochen hat, hat dann übrigens später noch einen Einsatz gehabt beim FCZ als Maskottchen. Sie ist der heimliche Star vom heutigen FCZ-Training, die 12-wöchige Welpin Chillo. Wenn der Clubpräsident Chillo ein Interview gibt, ist Chillo am Gras fressen. Oder mit der Helian am Chillo. Chillo am... Chilla, bitte nicht bis. Hey, chill's mal. Baubum zu Dübendorf wird aus der Stadt mit über 20'000 Einwohnern bald ein Mini-Manhattan oder besser gesagt ein Dübi-Hätten. Das passt von mir aus nicht ganz so 100%ig zusammen. In Dübihätten ist aber einiges los. Nach einem spannenden Besuch im Theater geht's zur zweiten Station. Ja, wir sind an einer interessanten Ecke. Oh ja, und das Interessanteste blieb einfach unbemerkt. Ja. Bevor wir noch zum Finale von Germany's Next Topmodel kommen, da noch etwas aus der beliebten Reihe Tele Zürich macht Strassenumfragen. Ja, voll kann ich nur zustimmen. Also ist cool, dass man mehrere Kollegen treffen kann und nicht nur das 4. oder das 5. rausgeht. Ja. Deine fette Mutter. Finde ich eine gute Sache. Jetzt wollen sie nur noch Fußballspieler erlauben, den letzten aufmachen.
dann ist das alles. Riese Michi, ey. Die Grenzen die sind allerdings noch ein bisschen länger zu und darum ist Heidi Klum im Finale von Germany's Next Top Model nicht vor Ort gewesen, sondern ist aus LA zugeschaltet worden. Ich bin nämlich neuerdings die bezauberte Genie und in diesem Koffer hier eingefangen. Ja toll, traumhaft. Und nein, Christian, du hast keine 3 Wünsche frei, okay? Oh. Bist du dir sicher, Heidi, auch nicht, wenn ich ganz fest an dem Koffer rubbel? Ja, ich bin mir ganz sicher. Versuch's fester. Nein. Denk an was Asexuelles. Denk an was Asexuelles. Einmal bin ich umgekehrt. Und sonst bin ich nicht umgekehrt. Ich habe eine Riesenüberraschung für die Siegerin des heutigen Abends, also für Germany Next Top Model. Wie heißt die Sendung? Germany Next Top Model. I mean, I don't know what to say, to be honest. Die Siegerin von heute Abend wird zusammen mit mir in der ersten Parfümkampagne meines Lebens zu sehen sein. Es gibt das erste Philipp Plein Parfüm. Lauter! Parfüm. Thank you for your kind attention. Germany's Next Top Model 2020 ist... Wait, hold a minute. Kleiner Scherz. Das Beste kommt jetzt zum Schluss. Und noch eine Frage an Heidi, und zwar eine, also... And the Oscar goes to... I'm not finished, wait. Und jetzt gehe ich mal ein paar Fragen. Zum Schluss hat Heidi noch eine Liebeserklärung an Zeppin. I love you, ich liebe dich. Danke, dass du heute da gewesen bist. Danke, dass du wieder geholfen hast in der Staffel. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Bye, Bitches.